Es gibt noch eine zusätzliche Version zu Weihnachtsgeschenken, empfohlen für eure Liebsten. Das ist natürlich auch ein bisschen zum Schmunzeln anregende Variante, weil selbstverständlich sind Weihnachtsgeschenke immer eine schwierige Sache, weil das ist immer sehr budgetabhängig. Sagen wir jetzt einfach mal, das ist jetzt eher so eine Variante, die ich nicht dazugehöre, um das zu verschenken. Grundsätzlich kann ich euch sehr empfehlen, dass ihr die neue Sony A7 IV anschaut mit dem 50 bis 150 f2. Die Kamera hat sehr gute AI-gestützte Funktionen. Wenn also die beschenkte Person noch nicht ganz so gut fotografieren kann, könnt ihr hier einfach alles im Automatikmodus durchrattern und es kommt auch einigermaßen gut. Auf jeden Fall jedenfalls, wenn ihr das Objektiv dazu nehmt. Dann haben wir hier Canon R5 Mark II mit dem 85 mm f1.2. Sehr lichtstarke Kombination, auch sehr gut geeignet für Leute, die filmen wollen. Die Kamera kann 8K, hat 45 Megapixel. Sensationell gute Fotokamera. Das ist eigentlich, würde man so sagen, Canons Flaggschiff. Immer noch, wenn sie schon ein paar Monate auf dem Markt ist. Da hat ihr sicher jemandem eine Freude gemacht, wenn ihr ihm die unter einen Baum legt. So, wir rutschen ein Segment weiter rauf vom Budget. Ich sage jetzt hier extra keine Zahlen, ihr könnt alle auf der Webseite vom Fotozumstein selber nachschauen. Wir hätten hier jetzt noch die SL3 in Reporter Edition, darum ist die grün. Mit dem Sigma 135 mm. Da könnt ihr die ganze Faust drin versenken, wenn das mal langweilig ist. Würde ich jetzt schon sagen, vor allem im Fotobereich, die kann auch filmen, auch sehr gut filmen. 60 Megapixel, in dieser Kombination sicher nicht mehr für den Hosensack. Wir gehen jetzt noch schnell ein bisschen in noch höheren Premium-Bereich. Hat man das Gefühl, wenn man von dieser Marke hört, aber schlussendlich ist es einfach eine Systemkamera wie jede andere auch. Das wäre die Hasselblad X2D Mark II mit dem super überteuerten 35 bis 100 mm Zoom-Objektiv, das sicher auch jedes andere mega überteuerte Nicht-Zoom-Objektiv eine gute Wahl ist. Der Body ist wahnsinnig gut, liegt gut in der Hand, kann nicht filmen, vielleicht einfach auch ein bisschen für Leute, die einfach vor allem bötteln, die richtige Wahl. Also wenn so einen richtigen Fotograf beschenken, vielleicht am ehesten zu der Hasselblad greifen. Am Schluss habe ich noch einen Schnapper eingebaut, einfach weil wir hier recht in einem höheren Preissegment drin sind, dass vielleicht gleich auch noch etwas drin liegt, das du gut einfach auch deinen 13 Cousins schenken kannst. Zwar wäre das die Leica Q3. Die geht so bei knapp über 6'000 Franken über die Ladentheke. Geht von dem her eigentlich gut, um auch 2-3 Stück zu nehmen. Und die Box ist sehr schön und nicht allzu gross, dass man sie gut in Geschenkpapier einpacken kann. Ob der Zumstein Geschenke einpackt, das habe ich leider vor diesem Video nicht abgeklärt. Ich mache es ganz sicher nicht, somit bleibt es auch an dir hängen. Ich wünsche dir aber viel Spass und ganz schöne Weihnachten. Bis zum nächsten.